Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Gut, im letzten Teil haben wir die Hinterwäldlerburg befreit und jetzt geht's ab zum Seher Luna wieder und ich hoffe, der Gewitterbutze ist jetzt endlich da. Es geht mal auf der Senkel. Jetzt kraxeln wir schon zum 4. Mal den dapperte Berg hoch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal endlich. Wehe nicht. Dann wäre ich wirklich wütend. Oh ne. Blöde Napalm-Wespe. Halt, Gretel. Oh, jetzt hat sie natürlich mehr Aufladung drin. Wie schaut's denn aus? Saug doch noch ein bisschen MP. Das machst du doch so gern. Ah ja, doch, sie hat noch was gekriegt. Gut. Einer mehr als sonst. Oh, wo die wieder ihr Teil verwendet, das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt bringt's nur eins. Wir sind so hochlevelig mittlerweile für die Viecher. Jetzt können die uns nichts Richtiges mehr abziehen. Und drauf. Alter. Also ich hoffe wenigstens, dass der Seher Luna nicht so eklig babbelt wie die Hinterwäldler in Destinea oder wo das war. Die letzte Burg halt. Alter, aber nee, ohne Scheiß. Es geht mal auf das Senkel. Wenn NSC nur einen Satz sprechen können, das zeugt echt von Geistlosigkeit. Du denkst dann echt, du hast mit einer Bande von Vollidioten zu tun. Deswegen musste ich die einfach so synchronisieren. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Vom Denke her nach dem Motto, ach Gott, wie sie immer nur dasselbe schwätzen, das ist ja echt ätzend. Und dann musste das einfach mal so von mir interpretiert werden als Mann, das hat mich so an diese South Park Hinterwäldler erinnert. Das ist ach so großartig dann, wo sie dann auch wieder rummeckern, sie hätten keine Jobs. Und dass Alexa, dieses Amazon-Teil, was man halt daheim haben kann und was dann sagt, Alexa, spiel doch was von, was weiß ich, irgendeinem Musiker, beziehungsweise Alexa, wie viel Uhr ist es? Oh nee, nicht wieder die böse Falle. Oh, aber gerade noch so überlebt. Nein, uns Gülle Küken hat uns auch noch erstarren lassen. Dummes Gülle Küken. Los, machen fertig. So. Während die noch rumhampelt, können sie uns auch nochmal Kraftwässerle spenden. So, perfekt. Genau. Und dann beschweren sich wieder die ganze Hinterwäldler, dass sie keinen Job haben. Oh Mann! Aber auch wieder überlebt. Ja. Auf jeden Fall überlegt sich dann der Randy was und dann übernehmen die Hillbillies dann den Job von Alexa, wo es dann ab beim Cartman heißt, Mom, wo ist Alexa? Und sie dann nur so, ja Spätzchen, wir haben keine Alexa, wir haben jetzt Jim Bob. Und dann einfach so ein fetter Hinterwäldler sieht, der auf dem Klappstuhl drauf sitzt und eine Armbanduhr trägt und hat eine Mundharmonika um die Mundharmonika umgewickelt um den Hals. Also so Standmundharmonika, die man sich so umhängen kann. Und hat halt ein Radio neben dran. Und dann, Jim Bob, spiel doch etwas von David Glass oder irgendwie sowas. Und er hockt dann da und schaltet dann einfach dann den Kassettenrekorder ein. Jim Bob, wie viel Uhr ist das? Guckt er einfach auf die Uhr. Es ist 2:15 Uhr. Danke, Jim Bob. Das ist so großartig. Und der andere Hinterwäldler, der Chef von den Hinterwäldler, wie hieß der, der Daryl, genau. Oh, da ist der Wucherkater plötzlich erschienen. Daryl will's dann einfach nicht und dabei ist dann auch noch so ein Cletus, der dann die Alexa-Funktion übernimmt und im Englischen ist das so großartig, weil er in so einem absolut breite Südstaaten-Slang halt meint. What's your problem, Daryl? We all got jobs to do. Das ist so genial. Endlich Kundum, kann ich euch helfen? Ja. Was wollen wir dann? Ich leg gern was einkaufen. 51.000 habe ich, nicht schlecht. Aber der hat leider nur dasselbe Arsenal, was die do parat haben.
Da brauchen wir gerade nichts zum Einkaufen, nö. Aber hoppla, nee, das will ich nicht. Wie sich diese Wespe gerade verändert hat. Ich würde ganz gern speichern, wenn es hier auch möglich ist. Ich meine, aber bringt dein Geschäft jetzt auch nicht gerade so viel Kohle-Ei. So, wunderbar. Also ich weiß nicht, so direkt beim einsamen Seher, da bringt dir das nicht besonders viel Kohle-Ei, mein lieber Raffi. Okay. Warte mal. Ich will wieder die Axt-Tower. Ach ja. Nee, die Hillbillies bei South Park finde ich eigentlich schon echt ganz witzig. Und das musste ich einfach mal einbringen. Ach, wenn es nichts mit South Park zu tun gehabt habt, eventuell finden wir die auch bei die rektakuläre Zerreißprobe wieder, die Hinterwäldler. Wäre lustig, wenn die mit dabei wären. So. Und durch. Gut, dann retten wir jetzt mal mit dem dappigen Gehilfe. Sieht nicht gut aus. Ihr schon wieder? Wo ist der... Halt die Gosch, der Meister wird euch empfangen. Oh, da ist er. Was ist denn das für ein altes Hutzelmännel? Der Weg zu Luna führt an mir vorbei. Ranul, seinem Diener. Anam Futerkes. Der Meister spricht den Spruch der Götter. Soll ich übersetzen? Gut. So, lasst euch prüfen, ob ihr auch den Mut besitzt, gegen das Ich anzutreten. So soll's sein. Hä? Hä? Noch einmal. Anam Futerkes. Ja gut, das haben wir nochmal drauf. Aber hä, fand ich einfach zu schön. Okay. Na dann, viel Glück. Okay, so viel zu wahrem Mut. Und das ist ja schon ein ziemliches Hutzelmännel. Schon so ein Klischee-Orakel irgendwie, der Typ. Okay. Huch, wie, ich kann mich nicht treffen. Check doch mal den Knabe für uns. Nitro-Kürbis. 420 KP. Und offensichtlich gegen nichts auffällig. Na gut, Gretel, testen mal auf Hals und Niere. Ja, das scheint ja was zu bringen. Da müssen wir anscheinend echt aufladen. Und komm her, du. Dappisches Ding. Oh. Gretel, gib ihm recht. Sehr schön. Gut, wieder frisch aufgestanden. Und weiter geht's hier. Oh, das war jetzt etwas unnötig, aber na gut. Und der Meister scheint ein ziemlicher Dummschwätzer zu sein. Ich meine, der reist ja die ganze Zeit in der Gegend rum. Alter, was ist das für ein Agropudding hier? Verpiss dich. Und er gebärt die Medizinmänner. Meine Fresse. Das ist ein hassenswertes Ding. Okay. Alter Falter. Heil doch mal die Helga, sei so gut. Boah, Mann. Eiermann ist erledigt. Alter. Also der, ja, vorher warst du der Tomatenmann und jetzt ist er der Eiermann. Und ein Kinos und kein Minos mehr. Boah, Mann. Gewitter erleid. Jetzt braucht's der Ackermanns Heinz. Wie sieht's dann bei der Helga aus? Lädt die dann Nimi noch? Oh ja, oder was? Ah, Gewunner. Die hat eigentlich schon Level 6 mit dem Ding erreicht. So. Ach du Scheiße. Schlammbombe Level 7. Ich hoffe, sie verkraftet das besser. Nee, nicht wirklich. Boah, Scheiße. Was ziehen dann diese Freako-Gegner hier ab? Okay. Jetzt bin ich die Koboldin und ganz alle. Scheiß, doch die waren da. Was sind denn das für Gegner hier? Und das hat alles an dieser dämliche Schleim verursacht. Ach du Scheiße. Boah, Mann. Heil der Ackermann und du, Mädel, halt jetzt mal die Koboldin.
Und diese scheiß Kinos. Alter! Was ist denn das für eine Rotze hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Gibt's doch gar nicht. Was für ein kranken Shit. Und ich mache jetzt erst einmal Heilung auf uns alle hier. Kann's ja auch nicht sein. Scheiß da ins Kanonenrohr, Mann. Und wenn diese scheiß Kinos-Viecher einmal treffen, bin ich ja sofort erledigt. Also bloß noch von deinen Viecher in die Zange nehmen lassen. Boah, Mann. Energieschild wirkt jetzt auch noch, der Drecksack. Warte mal, das ist, glaube ich, genau die richtig Sache jetzt. War das bei Laterna? Genau. Dass zumindest unser Krieger hier geschützt ist. So, Gretel. Lass mal richtig Krache hier. Und drauf auf die Biester. Aber da kann ja jederzeit neue Viecher beschwören. Helga erreicht Level 41. Wirkt doch mal Elektra auf ihn. Ist aber schon wieder so scheiß wie rausgepetzt. Gut. Das ist der einzigst übrig gebliebene Kinos jetzt noch. Boah, Mann, das sind ja aber echt ein paar knallharte Gegner hier. Boah, Mann. Ja, genau, und jetzt treffe ich nicht mal mehr. Ach du Scheiße, also der nächste Schleim, den wir sehen, entweder sofort erledigen oder wegrennen. Das hat ja echt wenig Sinn sonst. Die ganze Lebenswasser sind jetzt schon wieder weg. Und wenn die Viecher wenigstens Lebenswasser geben würden. Boah, bitte. Und jetzt hat doch irgend so böse Falle oder so ein Scheiß. Phantom, na toll. Bringt uns nichts. Das hat überhaupt nichts gebracht. Puh. Also die Gegner hier sind eine Hausnummer, muss ich sagen. Die Kürbisse machen zum Glück nicht so viel. Die machen einfach nur Zauberschild auf sich. Aber diese andere Biester, alter Falter, Eiermann und Kinos. Das sind ein paar echt üble Scheißer. Das hat auch getroffen. Jetzt ich noch. Gut, wunderbar. Wie sieht's dann hier aus? Ich hoffe, der Flitze-Schleim, der kann sich nicht auch noch teilen. Weil dann haben wir echt ein gigantisches Problem, wenn dieser Schleim sich auch noch teilen kann. Und mehrere Eiermänner mit Kinos erschaffen kann. Also das war richtig heftig. Unser ganze Lebenswasser sind am Arsch. Also sowas darf uns nicht nochmal passieren. Boah, Alter. Und so normale Bombekürbis machen die auch noch. Gut. Dann würde ich sagen, die Gretel braucht jetzt dringender Walnuss denn je. Die Helga kann sich ja MP immer noch glücklicherweise beschaffen. Aber die Gretel ist doch noch ein bisschen auf uns angewiesen. So, auf der Ackermann. Der ist nämlich mit ordentlich Harzgas erwischt worden. 798. Das ist ziemlich gut hier, was das heilt. Ah, da ohne geht's weiter. Okay. Ach, Gretel. Lang haben wir es nämlich gehabt, diese Dummheit bei der NSC, aber jetzt kommt sie wieder. So. River. Ich glaube, der Endgegner kann nicht so heftig sein, wie die Viecher hier jetzt schon waren. Ah. Diese scheiß Traumtulpe. Haben wir einen Schluck Wasser? Ach ja. Oh, Mann. Jetzt kommt auch noch dieser scheiß Quallensauger her. Ja, beim Ackermann kannst du Zaubersog machen. Das ist das Thema. Ja, nett getroffen auch noch. Auch Gretel. Mach sie fertig. Boah, jetzt macht er wieder sein Gas. Mistkerl, Elender.
So. So wird's gemacht. Also die Gegner hier, nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern hier, die Viecher. Eine Walnuss. Perfekt, genau die haben wir gebraucht. Walnuss und Lebenswasser kann ich hier echt gut gebrauchen. So. Oh, nee, da ist er wieder. Da ist er wieder. Sofort mit Modergrütze hieß er. Beschäftigt das dappige Vieh. Bevor der irgendwelche Eiermänner rausholen kann. Ich beschäftige den jetzt die ganze Zeit, egal ob es was bringt oder nicht. Also egal, ob ich ihm was abziehe oder nicht. Der muss nur so lang vergiftet und abgelenkt sein, bis die anderen wieder ihre größere Attacke starten können. Nein! Oh, jetzt hat er wieder irgend so Vieh rausgeholt. Boah, Mann. Schnell weiter beschäftigen. Eine Panikente hat er jetzt noch rausgeholt. Ja, auf irgendwas zu teilen, ich sag das. So, jawollo. Sau gut. Das war Glück. Das hat uns sonst echt erledigt. Wie kann der Mistkerl mich hier treffen? Boah, Mann. Ziehst aber auch nicht was ab, Kerle. Und du... Saug den doch mal ab. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Eventuell hört er jetzt mit seinem blöden Harzgas auf. Wenn er kein MP mehr hat. Nee, er hat noch MP. Puh. Na, scheiße. Oh. Schnell, Gretel. Wir brauchen gerade Heilzauber. Mann. Gott sei Dank. Gerade noch rechtzeitig. Und Zauberschild wieder. Gretel. Auf sie mit Gebrüll. Nein, du hast wieder diese scheiß Grütze. Oh nein. Hopp. Gott, puh. Eben war ich etwas wackelig gerade auf der Bäh. Das hätte uns eventuell der erste Game Over beschert. Abgrede, machen fertig. Gott. Sehr schön. Wieder ein Wallensauger. Tja, Energie so können sie ja ab. Nee, komm, aber ich glaube, das bringt nichts, weil die Viecher gegen Zauber so ziemlich immun sind. Ja, relativ resistent auf jeden Fall. Und Qualensauger ist vergiftet und tot. Boah, das Scheißvieh wieder. Boah, 2 von deinen Viecher auch noch. Scheiße. Boah, schier gedealt. Alles weiter auf die Gosch. Oh, Gott sei Dank. Das hat nichts mehr machen können, das Vieh. Und wenn es noch ständig ausweicht, ich will es noch so lange beschäftigt haben, bis wir Mädels draufhauen können. Nein, was war denn das? Blödes Vieh. Modergrütze ist erledigt. Ach, wär's doch schon so. Ja, okay, beim Ackermann kannst du Zaubersog machen, das ist kein Problem. Nein, da nicht bei ihr. Scheiße, 9 MP hat's abgezerrt. Hör auf. Boah, das geht jetzt richtig auf das Sack von mir. Warte mal ab, du Mistvieh. Mach du mal deinen Zaubersog nochmal. Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Lunatic erreicht Level 1. So, noch einmal. Wahrscheinlich ziehen wir jetzt ein bisschen mehr ab.
sei Dank ruft er nur sowas. Nee, es bringt immer noch nicht so viel. Egal, als weiter. Also ich muss sagen, die Zauberlevel kriegt man hier auch erheblich schwieriger. Und... Also zum Glück beschwört er derzeit nur solche Kreaturen. Oh, okay, Gott sei Dank. Beschwört er nur derartige... Nein, nicht schon wieder. Okay, komm, vor dem fliehen wir jetzt. Komm hinterher, du Kuh. Vor dem haben wir jetzt... den habe ich geschossen. Das mache ich jetzt nicht. Nicht mit den Umständen hier. Es geht los. Wenn ihr schafft, habt ihr wahre Mondbeweise. Oh, Motto. Das sind ja wir her. Dann nehme ich aber mal Sache. Zapf doch mal von deinem Pendant-Doppelgänger hier was ab. Ja, der Weg zu der Doppelgänger ist schon recht hart. Oh, die haben ja gar kein MP. Sonst schätze nämlich was klauen können an MP. Aber ist wohl nicht der Fall. Dann machen wir auf der Ackermann drauf. Die kämpfen auch fast mit derselben Waffe wie wir, nur dass der Ackermann mit dem Schwert kämpft. Okay, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir machen sie der Reihe noch fertig. In der umgekehrten Reihenfolge, wie man sie kriegt haben. Zuerst die Koboldin, dann das Mädchen und dann der Ackermann. So. Und. Also der Kampf ist bei weitem nicht so hart wie der gegen die anderen Gegner. Okay, die Koboldin ist platt. Dann jetzt das Mädel. Und... Was macht denn die doch für Kamehameha? Also die Gosch drauf. Hau drauf, Mädel. Hopp, du Koboldin. Oh, Mann. Die ganze Energie wieder losgelassen, den Scheiß. Ja, das Mädel ist weg. Jetzt fehlt nur noch der Ackermann. So. Ja, da konnte er ausweichen. Wie sieht's hier aus? Kann er da ausweichen davor? Sehr schön. Und ich hoffe, das ist auch mit der Rechtgeber. Ja, du nickt da. Das war's dann hier. Mehr geht erstmal nicht mehr. Gewitterleid. Ah, Gott sei Dank. Das ist uns erspart geblieben. Wo ist dann der Luna jetzt schon wieder hier? Nicht schlecht, wenn ihr als Team arbeitet, seid ihr nicht zu stoppen. Ihr beherrscht das Schwert, wenn ihr euren Mut, eure Weisheit und Liebe vereint. Ich bin Luna. Ranul war nur Illusion. Was? Und warum hast du uns nie empfangen? Ihr wart nicht bereit. Eure Ohren konnten hören, aber nicht verstehen. Ich hab gewartet, bis ihr eure innere Stärke findet. Und jetzt geht's. Der Imperator versucht, den versunkenen Kontinent zu erwecken. Aber auf dem Korallenriff finden ihr den Baumpalast. Dort drunter ist die Mana-Festung. Etwas Böses versucht sich an dem Siegel. Dummelneich. Okay. Hier noch wieder volle MP. Das ist sehr schön. Dankeschön. Noch was zu sagen? Viel Glück. Oben. Das war jetzt natürlich auch eine super Wegbeschreibung. Aber ich muss sagen, wir gehen auf jeden Fall mal wieder einkaufen. Das würde ich eigentlich ganz gerne in der Goldküste erstmal erledigen. So. Hoch mit uns. Und Goldküste. Und da sind wir schon wieder. Perfekt. Vorher lassen wir aber nochmal beim Berti Vogtzieher unser Schwert auf upgraden. So. Ah, mit dem lässt sich was anfangen an Cola. Dämonenschwert. Wird zu Titanenschwert. Nicht schlecht. Okay. Dann können wir das Ding jetzt auch auswählen. Ui, das sieht aber schick aus. Titanenschwert. Oh, du bist doch eine Kuh. So. Jetzt noch einmal. Do. Ich will erstmal ein bisschen Krustei kaufen.
Dann will ich noch ganz gern speichern. So. Schokolade brauche ich. Walnuss nett. Heilkräuter nett. Aber ich brauche nochmal 4 Mal Lebenswasser. Ganz dringend. Perfekt. Und das sparen wir uns jetzt erst einmal. Tulpenjacke und Dämonenweste. Weil es gibt bestimmt auch noch stärkere Sachen im späteren Spielverlauf, die noch teurer sind. Deswegen jetzt halt einfach alles ausgebe, alles rausschmeiße. Das brauchen wir noch. Das Geld. Okidoki. Dann wird erstmal gespeichert. Und ich jetzt sage, dann mache ich auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.